So, guck. Wir gehen jetzt nochmal zurück zum Franzmann und sage, ich habe geschafft, ich bin in deiner Tür. Und dann sagt er, no, das kann nicht sein, die Tür ist verschlossen. Ich werde Beweise und ich gucke, ich mache le Kuckuck in die Tür und ich sage, ist da jemand drin? Pokale. Und dann sagt Holt der sie Papagei, euch, solange ich bin sie noch Pokale Guybrush sind. Threepwood, mächtiger Pirat, TM. Und dann sagt Marquis de Sade, schade. Da ist er de drin Sinch? oder so. Für sie immer noch Macht. Ja, mach hinne. Ich gehe jetzt zurück, um diese komische Tür zu öffnen. Ich dachte, du solltest wissen, dass ich zurück in den Ja. Dschungel gehe, um nochmal zu versuchen, die Tür zu öffnen. Oh, wirklich? Ja, wirklich. Ciao. Tschö. So, jetzt aber, das sollte funktionieren, Kommen das Sie sollte raus aus Ihrem funktionieren. Versteck, So. Monsieur Stripwood. Ist da jemand drinnen? Ich bin Guybrush Threepwood. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Was? Wie hat er... Ich kann nicht glauben, dass er darauf reingefallen ist. Ja, ist ein Tipp. So, Das könnte nützlich sein. danke. Wer ist der schlauste Pirat auf der ganzen Welt? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. So, also, was Heilige ist das? Kanonenröhrchen. Ja, aber echt, hey. Stripwood. Ist Reboot. Gut gemacht, Monsieur Stripwood. Sie haben mich gezwungen, den Ort des versteckten Tempels zu enthüllen. Aber ein Einfallspinsel wie Sie wird ohne meine Hilfe nie herausfinden, welcher dieser Windgötter beschworen werden muss, um dieses antike Windsteuerungsgerät zu beherrschen. Und ich sage nichts. Das ist ein Windsteuerungsgerät? Danke. Das wussten Sie nicht? Ich sehe schon, es wird Zeit, dass der Marquis die Angelegenheiten selbst anpackt. Ach was. So. Also, das ist ein Windsteuerungsgerät. Und das da weiß ich immer noch nicht, was es ist. Sonderbar. Sonderbar. Ja, sonderbar ist das. Aber daneben ist auf jeden Fall... Erstmal gucken, was das ist, ne? Der Sinch benutzte dieses Dingsbums, um dieses gigantische Steintor zu öffnen. Ob sich damit sonst noch was öffnen lässt? Werden wir herausfinden. Ich habe auch die Maske noch, sehe ich gerade. So, pass auf, kann ich das jetzt da rein? Es ist abgeschlossen. Ach so, es ist nicht offen. Okay, dann nehmen wir das da halt und machen es da rein. Aha. Ach, das sind im Wald diese Dingense. Neben mir geht auch eins auf. Wow. Die Winde wehen immer noch. Ich muss wohl einen antiken Windgott beschwören. So, also Ob ich... dieser Götterstatue wohl Windgötter beschworen werden können? So. Muss ich jetzt die in verschiedene Gesichter da kriegen oder so? Sieht ein bisschen aus wie Bernd das Brot, oder? So war das. Aber was... Wie kriege ich raus, welches der richtige ist? Ah. Also im Moment hat er ein Auge, ne? Ah. Seltsam. Ich würde da gerne rausgehen. Ich weiß noch nicht, wie ich hier rauskomme. Das ist eine richtig Ach so. einladende Fassung. Hoffentlich wird mir das, was in diese Fassung gesteckt werden soll, dabei helfen, diese Windsteuerungsmaschine zu verstehen. Ich würde einfach mal behaupten, da kommt natürlich das da rein. Ah, guck. Also, wenn ich will, dass der Wind nach links weht, dann muss ich die Augen so machen, oder wie? Interessant. Das da, dann die komische das da und einen zunen Mund. Verstehe. Naja, du verstehst gar nichts. So. Und nu?
Und jetzt? Kann ich jetzt den Stock da nehmen und da reinstöpseln? Hey! Ah. Oh. Das müssen die Götter des Windes sein, die einem den Hut vom Kopf fegen. Threepwood. Was? Oder die Knarre Lassen Sie her. das rumfingern und überlassen Sie mir endlich Ihre Hand. Nee, lass das. Das ist jetzt aber schlecht. Zwing mich doch. Was ist das, eine Luftpistole? Ah! Hey, ich lebe ja noch. Cool. Okay, also, ich gehe jetzt alle diese Dinger da ab. Ich gehe am besten mal. Ich gehe einfach alle diese Dinger da ab, pass auf. So. Rätselhafte Götter, also ich bin da oben. Riesiges Windsteuerungsgerät. Seltsame Götterstatue. Da oben ist auch noch eine seltsame, verhunzte Götterstatue. Es ist eine verhunzte, egal. So. Also ich gehe jetzt dahin. Genau. Das ist schlecht. Das ist jetzt eher schlecht. Da fehlt nämlich was. Diese Götterstatue sieht so aus, als fehle etwas an ihr. Kann ich da das da nehmen? Das glaube ich nicht. Das glaubt ihr nicht. Das heißt, ich kann jetzt aber auch hier nichts drehen. Nö. Nee. So. Jetzt, aber ich kann ja zumindest schon mal den Gockel drauf machen. Also den Wetterhahn da. So. Aha. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist am Gerichtsgebäude. Am Gerichtsgebäude außen. Diese Augen da. Okay, die Nase. Machen wir noch richtig gleich? Nee. Ja, das da und ein komischer... Das da dürfte der Mund sein, ja? Aber da oben kann ich halt nichts Diese machen, arme ne? Götterstatue hat ein Loch in der Form eines Rades, wo die Augen hingehören. Ja, kommt, nehmen wir wieder mit. Dann heben wir uns das für nachher auf. Aber ich weiß, dass ist es am Gerichtsgebäude oder am Knast oder so? Da ist... Ich müsste natürlich wissen, wie ich hier rauskomme im besten Falle. Na so. Ja komm, wenn wir jetzt schon mal draußen sind, wir sind ja jetzt quasi ganz da draußen, komm, dann gehen wir mal dahin, oder? Gehen wir zum Strand, das geht schneller. Und dann gucke ich mal, ob ich da hinkomme, also ob ich da irgendwie die Augenbrauen da klauen kann. Das war diese kleinen Augenbrauen. Da. Gefängnisschnitzereien, die da brauche ich. Wer auch immer dieses Gefängnis gebaut hat, legte großen Wert auf Gänsehaut. Diese geschnitzten Augen sind ja gruselig. Die hat er aus... ach so. Kann ich die irgendwie rausmachen? Mit Dröte vielleicht? Die ist nicht aus unzerbrechlichem Glas gemacht. Ja, schade. Hätte ja sein können. Mit dem YouTube? Ich glaube nicht, dass ein YouTube hier nützlich wäre. Angucken genauer. Das muss ich nicht in Seku-Ansicht sehen. Mit dem Stab. Ich glaube, das Ding funktioniert nur mit antiken Flotsam-Artefakten. Käse einschmieren. Ich weiß, was diese grauenhaften Schnitzarbeiten ein wenig freundlicher machen würde. Ernsthaft jetzt? Käse! Ernsthaft? Ach so! Na, immer noch bedrohlich. Oh. Und jetzt starrt mich auch noch mein Boah, ist das eine Käserad an. dumme Lösung? Ist das eine dumme Lösung? Das ist so geil. Es war doch einfach nur... Wenn du alle logische Sachen durchgegangen bist, dann musst du halt die unlogischen durchgehen. Und das war richtig. Mann, ey. Geiler Käse. So. Also, das ist ja mal cool. So, jetzt hat aber... wo war...
Diese seltsame war es, glaube ich, oder? War die mit dem Käserad. Also ist das dumm. Ist das ein dummes Rätsel gewesen? Das war jetzt halt wirklich... Das war wirklich pure Dummheit, dass das funktioniert hat. So, hiermit. Käserad da reinmachen. Plupp. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber diese Götterstatue ist noch kitschiger als sonst. Okay, komm her. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. So, jetzt der Gockel. Gockel da oben drauf. Hab ich doch. Gucke. Das ist die falsche Nase. Nee. Ah, Ich finde schon, dass das stimmt. interessant. Ah, so, jetzt hier. Nicht? Oh, seltsam. Nee, ich finde, dass das diese Nase sein muss. Die da ist eckig. Ja, es muss diese Nase sein. Der Mund ist halt... Das ist ein lachender Mund mit einer Zunge. Das ist der da. Bin ich aber enttäuscht. Das ist doch genau... Fehlt da noch was? Wir gehen jetzt einfach... Achso, ich dödel. Sorry. Ich muss das ja noch aktivieren. So. Mann, ey, habe ich vergessen. Es tut mir leid. So, jetzt hat... Da, siehst du, hat ja doch gestimmt. Hermit. Sehr gut. Zweiter Finger zu. Oh, Santa Maria Conchita Alonso. Ich wusste, ich hätte heute meine Kaki-Hose tragen sollen. Ah, das muss der Wind sein, bei dem man sich das Tragen kurzer Hosen nochmal überlegen sollte. Threepwood! Sie mischen sich in Sachen ein, die Sie nie verstehen werden. Und was ist daran neu? Einfach, also das ist halt wirklich ein Luftgewehr, wie man Was für es, ein also im Miesepeter. wahrsten Sinne des Wortes. So, wo bin ich hier? Vorhin bin ich nach unten gegangen, dann gehen wir jetzt mal nach rechts. Das ist der Altar. Da ist, glaube ich, nix. Warte. Ich kenne mich doch hier nicht aus. So. Hier, wir machen das einfach so, weißt du? Machen wir hier die Kurzform. Also da hinten war ich. Dann machen wir jetzt da die rätselhafte Götterstatue. Oder war ich da auch schon? Ich weiß nicht. Werden wir dann gleich sehen. Nee, war ich noch nicht. Siehste? So. Kann ja nicht so schwer sein hier. Also. Da erstmal angucken. Auge, Rotznase, lachender Mund. Wir brauchen wieder Le Gockel. So. Und der sagt hier Xe, Ah, Dreiecksnase. ja, diese sieht aus, als fehle ihr eine Nase. Och nö. Oh, Ich hab die Nase. Ich hab... Ja, gut. viel besser. Ja. Und der lachende Mund ist auch schon... Nee, das ist kein lachender Mund. Interessant. Da, der streckt die Zunge raus. Das ist eine Seekuh. So. Guti. Dann das Stäbchen nehmen. Und Knopf drücken. Na komm. So, siehste. Dritter Finger. Jetzt fällt nur noch ein Finger. Ich frage mich, welcher Gott des Windes das sein soll. Igitt, üble Winde, alles klar. Kaki-Hose, ja. Der hat Kaki-Hose, glaube ich, zu Keine wörtlich Spur vom genommen. Marquis. Gut, das ganze Geballer hat mir schon Kopfschmerzen bereitet. So, aber jetzt weiß ich halt nicht mehr, wie ich weitergehen muss, um zum nächsten zu kommen. Ich gehe hier einfach mal nach oben, ja. Okay, vielleicht gehe ich nicht nach oben. Ach, guck mal da. Hä, das ist noch nicht draußen. Das ist nicht gut. Aber ich kann auch einfach zurück zum Dschungeleingang gehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne?
Falls ihr euch fragt, warum ich immer, wenn ich in ein neues Bild komme, stehen bleibe, ja, es liegt an der Steuerung. Ich bleibe ja schon auf dem D drauf, um weiter nach rechts zu gehen oder so. Aber ich muss dann nochmal runtergehen, dann nochmal drauf gehen. Also das ist ein bisschen komisch. So. Hier, verhunzte Götterstatue. Gehen wir da mal hin. An irgendeiner war mal, die noch nicht aktiviert war. Okay, dann wollen wir mal herausfinden, wie die letzte So. Windgötterstatue funktioniert und dann nichts wie... Threepwood. Oh Mann. Nicht gut. Wie warst du schneller als ich hier? Konntest Ja. du wissen, dass ich hierher komme? Nachdem ich die dritte Änderung an dem Wind hörte, war es ein Kinderspiel für einen wissenschaftlich geschulten Verstand meines Formats abzuleiten, welcher der 4 Winde übrig bleibt. Ah ja. Und was jetzt? Und was jetzt? Jetzt, mein nerviger Pirat, übergeben Sie mir diesen antiken Leverometer. Ich stelle die ursprüngliche Saugkraft der Wind wieder her und Sie begleiten mich dann in mein Labor, damit ich mit diesen spitzen Stücken der Wissenschaft fein säuberlich Ihre Hand abtrennen und studieren kann. Leverometer? Das Ding mit dem Seepferdchen darauf. Oh, ja, ich glaube kaum, dass ich dir das gebe. Ich find's schön, wie man wegfliegt. Okay, Glücklicherweise ist Dessinges Gewehr so erbärmlich wie der Mann, der es gebaut hat. ja, ist es auch. So. Also da hinten können wir jetzt halt nicht hingehen, oder? Warte. Also da unten komme ich raus, das weiß ich. Wir gucken, ob man nochmal, also ob er jetzt halt weg ist oder so. Also da war das, gell? So. Bist du noch da? Ja, Was ist denken er. Sie denn? Du kriegst meine Hand nicht. Du weißt schon, dass ich dir nie meine Hand geben werde. Dann werde ich wohl ein neues Experiment aufbauen müssen. Es ist ein U-förmiges Rohr. Das U steht für unzerbrechlich, glaube ich zumindest. Also, wenn ich zu dem Fuzzi sag, pass auf, da steht König Ludwig hinter dir. Da fällt er 100 Pro drauf rein. Dann stecke ich ihm die YouTube in die Knarre und dann bläst er sich selbst weg. Das ist mein Plan. Erstmal muss ich aber hinkommen. So, also nochmal. Ich habe ja aus gutem Grund nicht dieses Achtung, hinter dir steht König Ludwig gemacht, weil es war mir klar, dass es da weitergeht. Ich wollte erst ein bisschen labern. Konnte aber keiner an, dass der mich da mal weg... Versuchen wir es noch einmal. Okay. Oui. Versuchen wir's. Schau, es ist König Ludwig. Hey, hinter dir! Da ist König Ludwig der 12. Mein Lenzherr, ich dachte, ihr seid tot. So. Es ist so schön, wie der halt einfach so hui, wegfliegt. Ich lebe ja noch. Ja, okay. Also das hat grundsätzlich funktioniert. Ich darf mir aber halt nicht die Knarre angucken. Ich muss einfach die YouTube reinstecken. So, nochmal. Auf zu ihm. So. Also. Versuchen wir es noch einmal. Ja, wie? Oui. Nochmal. Versuchen wir's. So, da ist das D. Also schau, es ist König Ludwig. Du ahnst es nicht. Da ist König Ludwig der 13. Der 13. sogar. Der 12. war nicht gut. Warte. Schnell. Was war denn das für ein Furzgeräusch? Furzgeräusch. Keine Ahnung. Hör auf, so wild mit dem Gewehr rumzufuchteln. Ich muss mich um die Winde kümmern. Nicht so eilig, bedeutungsloser Pirat. Sacre Merde. Sacre Merde? Oh, das ist aber hier nicht blau. Das Merde ist so ganz was anderes. Nee, oder? Muss ich jetzt wirklich den Wetterhahn da reinstecken? Würde ich gern, aber ich glaube, dass Dessinge nicht die richtigen Schlitze hat. Glück gehabt. So, kann ich hier drehen? Oh. Oh. Ah, warte. Ich kann...
Oh. Wo kriege ich denn jetzt die richtigen Schlitze her? Ich glaube nicht, dass ein YouTube hier nützlich wäre. Ja, okay. Das muss ich nicht in Seku-Ansicht sehen. Ich probiere jetzt, bevor ich jetzt irgendwie rumlatsch, Ist nicht aus unzerbrechlichem Glas gemacht. probiere ich einfach alles aus. Hat ja vorhin auch schon recht Nein. gut geklappt. Kann ich einfach ein Stöckchen benutzen? Ich Ja, vermute, okay, ich habe okay. nicht das getan, was ich wohl hätte tun sollen. So. Ich glaube, das Ding funktioniert nur mit antiken Flotsam-Artefakten. Wetterhahn hatte ich das schon probiert? Ah. Das glaube ich nicht. Erstmal kurz das da angucken, genau. Interessant. Ja. Das habe ich schon probiert. Kann ich nicht einfach da gucken? Das muss ich nicht in Seku-Ansicht sehen. Kann ich nicht einfach mit ihm reden? Ja, mit ihm halt. Au! Jo, au! Was hast du denn am Au? Au! Nix hast du am Au. Ich kann jetzt... Au! Au! Ohne Perle sieht diese Auster so leer aus. Ja, aber... Ich könnte jetzt natürlich hier mich da durchbrutforcen quasi. Aber das ist ja dumm, oder? Nichts. Alter. Au! Jo, au! 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 Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich mache, aber pass auf. Hier macht er, oh, da macht er, da macht er, oh. Es gefällt ihm. Sollen wir mal probieren? Was ist denn? Es hat funktioniert! Okay, jetzt bläst er den Guybrush-Nebel weg, oder wie? Oder er bläst generell von der Insel weg. Was auch immer das ist. Na also! Jetzt kann ich mit dem Boot einfach von der Insel runterfahren, die oder werden in nicht? Richtung Meer getrieben. Hoffentlich rächt So. sich das nicht. Okay, Nun, ich bin mir sicher, dass alles gut ist. Sütterle. Die Winde. ja. Haben Sie eine Ahnung, was Sie da angestellt haben? Ohne die Winde von Flotsam versiegt mein kontinuierlicher Vorrat an verletzungsanfälligen Piraten das tut mir aber sehr leid. Dadurch wird das Tempo meiner bahnbrechenden Experimente nahezu zum Stillstand kommen. Ja. Rede mit meiner Hand, du Perverser, denn dieser Pirat hört dir nicht zu. Merken Sie sich Ich will das ihm nicht gut, die Hand hinstrecken, Tribut. schon speist er Sie sie werden noch noch ab, den weißt du? Tag verwünschen, an dem Sie Marquis de Singe Zorn auf sich gezogen haben. Und auch Ihre kleine Hand. Verwünschen? Ich kenne die Bedeutung dieses Wortes nicht. Nun, Ja, sieht jedenfalls- ganz danach aus, dass ich hier nichts mehr zu tun habe. Oh, das Ich hört sollte sich doch schnell gut zu an. Screaming Narwhal zurückkehren, bevor die Flotsamianer Wind vom... Wind bekommen.
So, also, ich gehe jetzt auf mein Boot. Ben Winslow, wo sind Sie? Genau hier, Sir. Anker lichten und raus hier, bevor der Wind sich dreht. Mit Vergnügen, Kapitän. Ey, das ist doch die Synchronstimme von Willy, oder? Von den Simpsons. Bom. So. Ich glaube, wir haben es, genau. Ich glaube, wir haben das schon ziemlich gut geschafft gerade. So. Durchgespielt, ja? Also durchgespielt im Sinne von, es ist ein Telltale-Adventure. Das ist dann hier Part 1, hätten wir dann durch oder so. So. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Die Screaming Narwhal ist erfolgreich von Flotsam Island entkommen. Wohin jetzt? Wir segeln zum Gelato-Felsen, damit ich Elaine finden kann. Damit ich LeChuck fertig machen kann, damit ich braun werden kann. Warum will er denn braun werden? Ne? Will er, weil die Hand so grün ist? Na, natürlich. Erstmal LeChuck fertig machen. Mr. So. Van Winslow, wenn Sie so freundlich wären, setzen Sie die Segel. Unser Ziel ist... Ja, das ist schlecht. Sir? Ich sagte, wir nehmen Kurs auf... Oh, bitte. Aber Bitte, was, Sir? es ist dumm. Schreib's ihm doch auf mit der anderen Hand oder so. Okay. Ja. Winslow? Sir? Nehmen Sie Kurs nach dort auf. Hey! Ist das dumm? Oh! Au! Okay, wir müssen irgendwie meine Hand ruhig stellen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Oder vielleicht heute Nacht. Okay. Ja, hör auf mich zu hauen, Mann. Ja, Hauptmast angucken. Das ist der Hauptmast der Screaming Narwhal. Ja, das Oder weiß der ich. Hauptbaum. Okay. Alles anklicken, oder? Erstmal. Na, guck mal, jetzt macht's auch. Nichts entnebelt den Geist besser als ein ohrenbetäubender Kanonenknall. Genau. So. Moment. Eine Luke? Da habe ich noch gar nicht geguckt. Was ist denn der Luke? Au. Wie? Ja, was ist denn jetzt da drin? Au! Au. Ja, nix. Okay, dann Teerfass. Dieser Teer könnte nützlich sein. Kann ich damit... Au! Ich wollte gerade sagen, kann ich damit meine Hand festkleben oder so? Das geht also auch nicht. Was soll ich denn sonst aber machen? Tiertür, Hauptmast. Tiertür, Rad. Ich dreh einfach selbst, oder? Hier. Ich drehe einfach am Rad. Also ich drehe einfach mit der rechten Hand steuere ich selbst. Wo ist denn das Problem, weißt du? Ja. Kapitän auf dem Deck! So, siehste? Hoppla! Oh. Hä? Okay. Mr. Van Winslow, setzen Sie die Segel in Richtung... Was sagten Sie, Sir? Ich sagte, machen Sie sich auf den Weg nach... nach... Ich sehe schon, das wird nicht klappen. Was war denn jetzt da unten gerade mit dem Teerfass? Warte. Wieso ist denn das da weggerollt? Kann ich da jetzt was machen? Okay, er steuert wieder zurück, ja? Gut, guter Stopp. Nee. Aber jetzt hat er es ja zurückgerollt. Dieser Teer könnte nützlich sein. Au! Pass auf, ich habe da eine Idee, guck. Nichts Wenn ich die entnebelt Kanonen den Geist besser als abfeuere, ein ohrenbetäubender Kanonenknall. durch den Rückschlag fährt dann die Kanone halt nach hinten. Und das Teerfass lag ja aber eben da. Ich muss es also irgendwie hinkriegen. Aber sobald ich ja hochgehe... Ja, also, ne? So, pass auf. Ich gehe ans Lenkrad, ja? Hoppla! So, guck. Teerfass liegt drin. Schnell runtergehen? Das ist nicht so einfach mit dem Schnell, ne? So, jetzt Teerfass gucken. Das ist vielleicht ein schweres Fass. Ja, okay, Kanone. Nun, das ist ja bombig. Mein So, nagelneues okay. Schiff überzogen mit Teer. Daran bist allein du schuld. Au!
Ja, ich weiß, ich stehe auf so Slapstick. Hauen, happen und hauen ist gut. So, also pass auf, da ist eine Teerpfütze. Kann ich da jetzt einfach meine Hand reintunken? Hey, ich wette, mit dieser klebrigen Teerpfütze könnte ich meine böse Hand in Schach halten. Ich hätte das meiner Hand wohl nicht sagen sollen. Ja, dann... Das nenne ich eine klebrige Angelegenheit. Ja, dann quatsch doch die Hand da rein. Ich dachte, das wäre jetzt die Lösung. Patsch das da einfach rein, weißt du, so... Warte mal, so rum müsste das dann machen. Habe ich irgendwas? Gefäß? Das Trötending? Oh, guck mal, ich hab das YouTube habe ich noch. Alles mit allem probieren, Teerpfütze. Warum sollte ich das mit klebrigem Teer komplett zudecken? Das weiß ich nicht. Sag du es mir. Haben wir irgendwas, wo eine Hand dran kleben bleiben würde? Okay, keine Ahnung. Alles mit allem kombinieren. Also nicht kombinieren, sondern... Warum sollte ich das mit... Weiß ich nicht. Nun, warum sollte ich das mit klebrigem Teer komplett zudecken? Kann ich... Hauptmast? Ah, ich hasse es, den Teer von meinem Hauptmasten zu schrubben. Dieser Teer könnte nützlich sein. Ja, also... Okay. Au! Okay, die Luke nochmal angucken. Au! Schießen vielleicht nochmal. Es ist jetzt aber hier... Nichts entnebelt den Geist besser als ein Ja, ohrenbetäubender das ist aber doof. Kanonenknall. Weiß nicht, vielleicht nochmal... die Karte. Winslow, Kapitän? gehen Sie einfach, wohin ich zeige. Na, gibt's doch nicht. Ich dachte, das war die Lösung, Mann. verflixte, Nee. pockenvernarbte Hand. Jo! So. Was zum... Ja, okay. Das ist schon ziemlich doof. Jetzt aber hier. Mr. Winslow, auf zum... Gelato-Felsen. Zu Befehl, Kapitän. Ja, okay. Also meine Und holen Sie mir Idee... einen Grog für diese leere Hand. Ja, meine Idee war grundsätzlich schon richtig. Die Hand muss in Teer gelegt werden, damit sie still ist. So. Endlich, der Gelato-Felsen. Der Gelato. Jetzt gilt es, Elaine zu finden. Mr. Van Winslow, mein Fernglas. Zu Befehl, Sir. Elaines Schiff sieht aber ziemlich gut aus. Bedenkt man, dass es explodiert ist, als ich es das letzte Mal sah. Aber wo ist mein Schiff? Und Elaine? Sucht sie nach mir. Hat LeChuck sie immer noch in seinen Klauen? Rottet ihr wunderschön geformter Körper langsam in der Tiefe des... Hey! Hey, Da ist es ja. was haben wir denn da? Winslow, vergrößern Sie den oberen rechten Quadranten um 50%. Achso. Das ist ja mein Schiff. Winslow, volle Vergrößerung. Elaine, Dumm. ich komme gleich, mein Da ist sie Zuckerhäschen. doch. Halt, was ist das denn? Oh nein, das ist LeChuck. Elaine, pass auf! Zuckerhäschen? Wo hat er denn das Blümchen her? Die sind auf hoher See. Darauf habe ich lange warten müssen. Hä? Wie wär's, wenn du noch etwas länger wartest? Ah, Fortsetzung folgen Kapitel 2. The Siege of Spinner Cay. Kommt auch ein Abspann? Ja, gucke da, Abspann. Ah, schön. Okay, das war Kapitel 1 von, zum Glück steht's da gerade, Tales of Monkey Island. Ich muss mich beeilen. Launch of the Screaming Narwhal. So, schön. Okay, haben wir ja erfolgreich durchgezockt. Zeig mal her. Zeitlich gesehen. Naja, bin ein bisschen drüber. Ich gucke ja immer, bevor ich ein Spiel starte, so bei How Long to Beat, wie lange man so im Schnitt braucht. Im Schnitt braucht man 3 Stunden. Ich bin bei 3,5. Ist für mich in Ordnung. Also bei Spielen generell, also okay, für ein Adventure ist das gut. Ich meine, da muss ich denken. Es gibt 2 Arten von Spielen, wo ich deutlich länger brauche normal. Und das ist, wenn ich denken muss, da brauche ich deutlich länger. Und bei Walking Sims, weil ich
so langsam laufe und mir alles angucke, dann brauche ich meist auch deutlich länger. Wo ist denn die Musik hin? Das ist aber schade. So, Musik ist schon was Feines. Naja, ich kann ja ein bisschen was singen. Ich kann ja mit meinem Körper Musik machen. Ich kann mit meinem Körper auch Geruch machen. Eines der Vorteile im Alter. Da muss man sich halt mal anstrengen dafür. Ach, guck mal da. Da ist Musik. So ein Glück. Da habt ihr aber gerade noch mal Glück gehabt hier. Also, haben wir durchgespielt. Das Ding ist jetzt... Ja, doch. War schön. Hat mal Spaß gemacht. Die Steuerung ist halt... Ja, man könnte wohl alles mit Mausklick und so machen. Also nur mit Maus spielen. Man kann auch nur, wenn man die Maustaste, die linke gedrückt hält, kann man auch nur damit laufen. Aber grundsätzlich die Steuerung mit WASD doch besser, wenn man dran gewohnt ist, was ich halt nicht bin. Ich versuche ja WASD-Steuerung zu umgehen, wo ich nur kann. Hab mir ja deshalb, Moment, diesen wunderschönen, sieht man das, Controller hier gekauft. Ach, wir sind ja im Abspann, da guckt ja eh keiner mehr hin. Ist sowieso die letzte Folge von dem Kapitel, da gucken noch weniger hin. Ich habe mir natürlich in rosa gekauft, so sieht das Ganze aus hier. Das ist ein Touchpad, da Analogstick, Steuerkreuz und hier halt Tasten. Damit kannst du halt, damit hast du halt einen Controller für Keyboard-Steuerung. Funktioniert erstaunlich gut, habe ich auch bei dem Spiel ausprobiert. Ja, aber dann dachte ich mir, nee, eine richtige Maus ist mir dann doch lieber. Das habe ich damals für, welches Telltale-Spiel war das? Wie hieß es denn? Jurassic Park, The Game, habe ich ja gespielt. Ist auch ein Telltale-Spiel. Müsst ihr mal gucken auf meinem Kanal. Ich glaube, das habe ich damit gespielt. Entweder das oder habe ich mir danach gekauft, weil es mir so auf den Nerven ging. Weil da musste halt nur mit Controller war das deutlich schwieriger. Weil die Quicktime-Events waren mit Controller. Da gab es dann halt 10 verschiedene Dinger. Hier A, B, X, Y, L1, L2, L irgendwas, keine Ahnung. Und mit Tastatur hast du es nur oben, unten, links, rechts oder WASD halt. Das war viel einfacher. So, ich glaube... Genau, 2009. Yes, ist schon ein bisschen ein älteres Spiel. So, ich glaube, wir sind durch. Mal gucken, ob wir wenigstens ins Hauptmenü geworfen werden. Wäre eine feine Sache. Kapitel 2 wird aller Voraussicht nach in Angriff genommen werden, aber nicht als allernächstes. Ich will erstmal jetzt was anderes spielen, mal gucken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja schreiben, ob ihr Kapitel 2 sehen wollt. Wenn nicht, dauert es entweder länger, bis ich Kapitel 2 spiele, oder ich spiele es gar nicht. Also schreibt mal fleißig in die Kommentare rein, dass ihr das sehen wollt. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen und nicht als allerletztes vor der Verabschiedung, was ja eh keiner mehr liest oder hört oder sieht. Ist ja auch egal. Also wie gerade eben angekündigt, das ist hier die Verabschiedung. Verabschiedung? Ist egal. Danke fürs Zugucken. Guckt euch nochmal diesen einbeinigen und einarmigen Affen da oben an. Interessant, oder? Keine Ahnung. Tschüss.